Ekran! Hij tranen jährlich ab aus warnende Wahrheit. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Mit Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Weit woher. Welkom zu deze serie van Ekran. Deze serie wordt op een jugendcampamento hier in Bolivien gefilmd. En de redner die wir Walter Niefeld. En de campamento wordt van Impacto Vertical organisiert. Dat thema had we ons gesteld, Puls, Ponte en Ritmo. En Puls komt van daher, wo Johannes beim Ovenmolstest an Jesus seine Brust legen deed. En hij hield wahrscheinlich Jesus zijn Puls, wenn hij op zijn Brust legen deed. Hij wird so dicht bij Jesus. En Ponte en Ritmo is, zie im Rhythmus, er merkt, dat u im Rhythmus bist. En wie zullen in unserem Leben so gehen, in den Ritmo, oder in den Rhythmus, wat Jesus gehen deed. En dat is wat we in de nächste Predigten oder Programme variëren. En ik hoop dat dat kan verdienen zijn. Vandaar in dat eerste programma, du redt Walter einsteht, du fand dat licht nicht schaffen deed, oder dat du nicht Strom ist. So wat we op Jugendcampamento gedaan hebben, dat we een decoration, oder dat uitgestroomt, zo is een hartslag, zo is het een hospital, not meer afgeht. En een van de lichtertjeden, die schaffen den eersten avond niet. En dat Paul krijgt bij zijn predigt bij. So, wanneer we ons hier is, dan, ik hoop, dan kost je dat verstaan, du met dat ik die dat hier erklären. So, ik hoop, deze serie is voor die een grote zijn en du kost zoveel leren als ik ook uit je geleerd heb. Ja, wir haben schön gefeiert von der Abend. Und ich hoffe, wir haben noch die nächste Minute, sehr gute Minute taub. Aber an all dem Feinen, sei ihr dort irgendwas trouble dafür? Ich glaube, ihr dort hört den Puls von dort nicht sperren wird oder nicht? Strom ist durchgeschnitten. Ja? Und weißt du was? Vorken passiert kreid dort in unserem Leben. Was die dafür sein. Jesus heißt door, wir sind ganz weit auf den Arm. Und die drohte haft mal geleid, das vier. Aber auf einmal ist was dazwischen passiert. Und dann leidt der droht das vier nicht mehr. Aber bitte all diesem, hier sei wie was, woran wir wollen diese Tage bitten, lotet dem Geist Gottes in unserem Hort schaffen, dort das vier, weil das kommt von Jesus, was in unserem Hort nennen. Ist gut so? Ja? Ich will, dass Jesus mehr von seinem Vier in meinem Hort dann leidet hat. Und dann muss ich an die Leine schaffen. Und seine auf da irgendwo, der droht, durchgeschnitten ist. Und wo der Trouble ist, dann wird das, was er kann, nie werden. Wir fangen mal von da ganz einfach an, mit dem Thema, so es ist, wo können wir dicht an Jesus nachkommen. So, vorhin wird wir wollen, wem ankommen, aber wir wissen nicht, wo kommen wir nur diesen Mensch. Der hat vielleicht andere Freunde an sich, ist vielleicht gar nicht so einfach. Und was kann uns von Jesus wegholen? Und was können wir tun, dass wir an Jesus ihn horten so dicht bei würde sein, dass wir den Pulsschlag sperren. Wo schlägt Jesus ihn hort? Was fehlt Jesus? Was ist für ihn wichtig in dein Leben? In mein Leben. Wofür schlägt Gott sein Hort? Kann ich das sperren? Worüber Jesus wird mutig sein? Oder worüber Jesus wird traurig sein? Kann ich, was Jesus in Jesus sein Hort ist? Johannes Kapitel 13, Vers 23 sagt es zum Beispiel so. Einer von an, derjenige, den Jesus gut wird das dichtste bei Jesus. Dem blinkt Simon Petrus toe und er soll am fragen, wem er meint. Vorher hat Jesus gesagt, einer von uns wird mich verraten. So, Petrus blinkt mit den Augen, mag ihm ein Teken, dem Johannes, dem bei Jesus geht und der wird ganz dicht bei Jesus. Und er lehnt sich, trägt an Jesus nahen und fragt ihm, Herr, wer ist dort? Wer ist der Janser, der die verraten wird? Johannes lehnt sich einfach an Jesus nahen. Stahlchen dort man fair. Der hat dort ein Gerät fair, nicht so? Er kann sich an Jesus nahen lehnen. Wenn wir dann wieder im selbsten Johannes-Evangelium lesen, in Kapitel 19, in Vers 26,
27. Als Jesus seine Mutter zag, Jesus hang om Kreuz, hij werd beim Sterben, hij hang en deed sehr lijden. Als Jesus seine Mutter zag, en ook denjenigen den hij goud weer, bij haar stonden, zegt hij tot zijn Mutter, früh, tjetjemol, dat is dien zijn. Dan zegt hij tot dem Jenja, tjetjemol, dat is dien Mutter. En van die stund aan neemt hij die naar zijn huis. Wat man bloos wordt ganz eine familie, ganz dicht top, keine reden. Zo'n gedanke heeft Jesus, dat hij ons wel mitteilen, wanneer we worden ganz dicht bij hem zijn. Die wordt weit weg vom Kreuzstunde, die kunnen so wat nicht hören. Die kriegen von Jesus nicht so eine Botschaft. Bloß die wird ganz dicht bei Jesus, dicht bei sind, die worden so was als das gehört haben, was Jesus zu Johannes sehen. Johannes wäre einfach einer, der bei Jesus ganz dicht bei war. Johannes, unter all die 12 Jünger und unter all die hunderte andere Jünger, die Jesus hat, das wäre Schüler, die mit Jesus leiden, wie hij einer, der versucht, immer ganz dicht bei Jesus zu sein. Dort lag nicht bloß an Jesus, dort lag auch an Johannes. Wenn sie sich wo der Hand hatte, dann versucht er, ganz dicht bei zu sein. So, meine Frage an Jün von da und ist, wo stehst wie? Verseht wie, wo wird aufkommen von Jesus sein und noch ein Christ sein? Oder wird wir wollen ganz dicht bei Jesus sein? Was würdest du lieber wollen? Verseht je mit Jesus zu gehen und doch noch so Fleisch kommt noch uitlaatst? Oder wird wir wollen ganz dicht bei Jesus sein? Sein Pulsschlag spüren, sein Hort. So ist Johannes. Wir wollen von diesem lehren. Hij wie ein Mensch, der vielleicht alles. Als Jesus anroepen deed, wie hij beim Arbeiten. Hij wie hij is met zijn voedertop schaffen. En ze hadden een Fischerie. So, hij verleiht dat naad en alles wat ze daar schaffen. En hij ging met Jesus. Hij wil rijden alles te verliezen. Zijn arbeid, zijn thuis, irgendwo unter einem Baum der Nacht ab jetzt schlopen und er plötzlich bei Jesus kann sein. Ich weiß nicht, was wir bereit sind zu verloten, um dich bei Jesus sein. Auf uns dort so viel wird sein, dass wir bereit würden sein, alles abheben. Bloß zum einmal noch dich bei Jesus sein. Jesus sagt mal, wer nicht bereit ist, alles zu verlieren, der kann nicht mein Schüler sein. Der kann nicht mein Jünger sein. Wer wirklich will eine Ewigkeit bei Gott sein, wer wirklich will dort Gode von Gott kennenlernen, der trifft eine Entscheidung im Leben. Wenn er bloß dicht bei ihm kann sein, sie hat bereit, alles abzuheben. Nichts ist zu viel, zum dicht bei Jesus sein, der alle Gewalt im Himmel abbeirrt hat, dem die ganze Erde, der Himmel, de zon, de sterren, alles gehört aan. Hij eent dat alles. Hij is de rijkste, de raadste. Alles gouden gehört aan. De leven. God is leven. De leven komt van aan. De eeuwigheid, dat eeuwige leven is zint. Dat is de wichtigste, bij dem we worden ganz dichtbij komen. En hij zegt, kom naar mij. Hij kijkt naar die en zegt, kom naar mij. Ik wil wel met die spazieren. Ik wil wel met die top zetten. Ik wil wel weten wat in die hart is. Ik wil die wel vrij maken, wat die je bongen houdt. Ik wil die wel heilen, wanneer du krank bist. Wanneer du Wunder hast in die hart. Dort zie ik in deze wereld gekomen, zegt Jezus. En dat is wunderbar. Johannes wie einer, die in ganz besondere Momente dicht bei Jesus wäre. Wann wirst du ganz dicht bei Jesus das letzte Mal? Oder noch niemals? Oder ist das auch lang zu reden? Jo, ich habe mal Jesus kennengelernt.
Als ich einmal auf Impacto vertikal, dann habe ich mich bekehrt und in Jesus nahm mich die ganze Last von meinem Hort und ich habe nie das Leben gefangen. Und dann werde ich so froh. Aber dann hier auf einmal wird der Droht ergebrannt. So, wie der wir zurückkommen, weil wir von Jesus sind weggegangen. Wie der wir treten in seine Brust kommen. Die Jünger haben auch alle Fehler und haben auch alle gesündigt. Aber wenn sie treten in Jesus kommen, dann hat Jesus an ihre Sünde vergeben. Dann hat Jesus das wegwaschen. Dafür hat er sein Leben Kreuz gegeben. Dat wir können terug naar hem komen. Wir können nicht bloß terugkommen, dass er uns unsere Schuld verjagt. Wir können seine Herrlichkeit sein. Wo können wir naar Jesus sein Hort kommen? Das schafft meinen Baas. Und das ist über dem Kreuz. Vandaag am Anfang sagen wir hier an eine bildliche Form Jesus mit dem Kreuz. Warum ist das Kreuz so wichtig? Das ist nicht das Kreuz das Wichtige. Das Wichtige ist, dass Jesus durch gestorben ist für uns. Er gab sein Leben. Gott gab sein Leben. Der Gott, der das Leben ist und der alles Leben hat und nicht hat Leben ohne Arm, der gab sein Leben, um uns Leben rauszuschieben von der Sünde, vom Satan, um uns frei machen von der ewigen Verdammnis und um uns ewiges Leben zu schenken. Und das deed hij uit leven. Zo zegt Johannes dat. Hij heeft ons zo geleefd, dat hij zijn Bastard van ons gaf. Dat hij zijn einzigen Sohn van ons gaf. Dat is wunderbar. En wanneer du naar Jesus kommst, weißt du wat Jesus zei, ik heb wat voor die. Ik heb wat du doen kannst. Wanneer du naar Jesus kommst, dann wisst Jesus die, woran du auf diese Erde bist, zu was du geboren bist. Das ist nicht bloß zum Eten, Schlopen und einfach leben, was irgendwann die Klocke eingeht und dann ist es gut. Gott hat eine große Idee, als er Jose zu dein Leben. Als er das, was ewig an die Anleihe deed, willst du und ich, wir wollen ewig leben. Und nur diesem Leben gibt es nur zwei Richtungen. Eine Ewigkeit. Oder wir leben ewig mit Gott, weil wir Jesus hier auf dieser Erde angenommen haben als unseren Erlöser. Oder wir leben in der Ewigkeit getrennt von Gott. Eine Düsternis. Der Jesus, der sagt, meine Tochter, mein Sohn, ich ziehe die Geld, ich lebe die. Ich habe für viele Jahre für die all deine Schuld betont. Du brauchst gar nicht mehr Lieder an deine Schuld. Ich habe dir alle betont. Du brauchst bloß den Scheck aufzuholen. Du bist frei. Du bist frei gekauft. Das hat Jesus getan für alle Menschen, die noch mal am Leben waren. Dat is even de Wahrheit. Ich lebe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Kannst du das leben? Als die dort leid, dass du vom Gott bist weggegangen, wirst du wollen treten in Jesus kommen. Ganz dicht, so ist Johannes an seinem Wort sein. Wirst du bereit sein, am zu sagen, Herr, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich zie so froh und mutig, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich zie so dankbar. Vandaag bid ich, neem al dat Schlechte, all die schlechte Gedanken, all das Böse, all die Traurigkeit, all die Bitternis, all das, was mir wehtut, nimm das aus meinem Hart raus. Und gib mir das ewige Leben. Ich will an die eine Stätte geben in meinem Hart. Und dann, wo ich an meinem Hart spüre, wo Jesus sein Hart geschlagen hat. Jesus sein Puls spüre. Wenn ich mein Hart aufmache, am Donnerlot, dann kann ich spüren, wo Jesus sein Hart geschlagen hat. Dit Programm wordt in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail no ekran@gmail.com.